und herzlich willkommen zum Finale von diesen Videos, die ihr in den letzten paar Wochen gesehen habt und ihr hoffentlich auch schon ganz fest darauf wartet. Und zwar, wie sich nach all dem Training meine Liste dann schlussendlich auch am Turnier geschlagen hat. Wie das Ganze gelaufen ist und was ich genau dabei hatte am Turnier, werdet ihr jetzt sehen bei dem Tournament Report vom Novacore. Ja, vor euch sehen 2000 Punkte Argent Shroud. Und zwar das, was ich als Turnier gebracht habe. Die Liste habt ihr ja schon mal ein bisschen gesehen, aber jetzt werde ich sie euch nochmal im Detail erklären. Ich habe seit dem letzten Battle Report, wo ich gegen den Willi gespielt habe, seine Admin, habe ich eigentlich nichts mehr geändert an der Liste. Ist also alles noch gleich. Aber ja, ich wollte euch jetzt mal genau sagen, was ich dabei hatte. Vielleicht ein bisschen den Gameplan, einfach kurz und knapp mal erklären, was das Ziel meiner Liste ist. Ich spiele Argent Shroud und die bekommen +1 auf den Rüster gegen -1 und -2 und haben einen 5 Feel No Pain gegen Mortal Wounds. Dann weiter haben sie noch das Dreaded Gem, wo sie jegliche Modifier auf Trefferwürfe ignorieren, was sehr gut ist auf den Retributors, dass die normal schiessen können. Ja, aber was habe ich denn schlussendlich dabei? Wir fangen beim Hakuslat an, wo wir natürlich Celestine und Moran Val dabei haben. Eine gute Kombo, wo man einfach nicht viel falsch machen kann, wenn man beide am Start hat. Dann weiter mit am Start ist ein Canoness mit E-Schwert, Plasmapistole und Rod of Office, um noch ein bisschen eine Rerolls in 12 zu verteilen. Und sie ist einfach unzerstörbar. Dann sie jetzt Warlock Trade, dass sie einen 5 Feel No Pain hat und immer wenn ich Miracle Dice auf ihr einsetzt, bekommt sie ein Leben und sie hat das Relic, dass jeder Schaden auf 1 abgesetzt wird. Das macht sie unglaublich tanky. Dann hat sie gleichzeitig noch das Upgrade, dass sie sich um W3 heilt und dass sie einmal per Spiel kann im Miracle Range mit einem Miracle Dice alle Verwundungswürfe, alle Trefferwürfe und alle Schadenswürfe ausschalten. Also alle Wiederholungen ausschalten. Dann im Troop haben wir eigentlich einen 10er Trupp Sisters mit Banner, 3 Meltas drin, also ein Melta, ein Multi-Melta und ein Kombi-Melta. Und noch ein Cherub, die sind einfach da für While We Stand, We Fight. Oder jetzt wie es neu heisst, To The Last. Weil der Trupp eher ein bisschen hinten hockt, doch noch mühsam zum Killen ist. Ja, ein gutes Target für To The Last. Dann einfach 2 Trupps Bare Bones ohne Upgrades. Dann im Elite-Slot haben wir 2x5 Sacrosanths mit Hellebarden und einem besseren Speer auf dem Sergeant. Dann ein Dogmata, einfach zum ein bisschen Obsec verteilen. Dann weiter haben wir 8 Repentia und einen Repentia Superior. Dann ebenfalls 2 Death Cult Assassins für ein bisschen Actions. Und zu guter Letzt noch ein Hospitaler für eine gute Feel No Pain und wieder Modellbeleben. Dann kommen wir weiter im Fast Attack. Dort haben wir 5 Dominions mit Sturmbolter, wie man sie kennt. Dann weiter im Fast Attack haben wir 8 Sephiroths mit dem Banner. Oh, das sind gerade 9. Ui, du gehst noch weg. So, 8 Sephiroths mit dem Banner. Und die haben noch das Relic bekommen, und zwar, dass sie einen zweiten Sacred Rite kennen. Was sehr nützlich ist auf einer schnellen Melee-Einheit. Wo auch noch Deep Strike habe ich meistens +1 Rennen und Charger noch genommen. Einfach, dass sie ein bisschen näher kommen. Dann weiter dabei, im Heavy Support, haben wir 3 Penitent Engines mit Flagel und einer Bassblade, weil ich das Modell einfach hatte. Und 2 Mortifiers mit Bolter und Flagel. Und zu guter Letzt haben wir noch 5 Retributors mit 4x Multimelta drin, 2 Cherubs und die sitzen in einem Rhino. Die meiste Zeit einmal. Ja, das ist meine Liste. Ich habe fast immer To The Last genommen, weil ich Celestine habe, Marvin habe und den 10er-Trupp, der eigentlich relativ gut durchhebt, das ganze Spiel durch. Und sonst habe ich einfach eine schnelle Armee, die entweder ein bisschen Banners machen kann, vor allem mit den Death Cult Assassins. Ja, und versucht so lange durchzuheben, wie es geht. Immer ein bisschen Poke-Shots gibt, wie ich es zum Beispiel gegen Admech gemacht habe. Durch das versucht einfach das gegnerische Feuer auszuhalten und schlussendlich durch Punkte zu gewinnen. Bleibt dran, denn jetzt geht's los als Novacore. So, wir sind soweit am ersten Spiel vom Novacore und zwar gerade gegen Demons of Be'lakor, also Disciples of Be'lakor. Mit ganz vielen Pink Horrors, Bloodletters, ein paar in Reserve. Natürlich Be'lakor selber. Beasts of Nurgle, ich weiß nicht, wie ich durch die durchkomme, das werden wir herausfinden. Und dann da hinten sind Sororitas, die Liste kennen wir ja schon aufs Spiel vorher. Genau, so ein bisschen Sacrosanths vorne, Charakter hinten, die habe ich jetzt alle mal drinnen gelassen. Ja, dann
schauen wir mal, wie es nach dem Spiel aussieht, wenn da die Schlacht sich ausgetragen hat. Wir sind am Ende vom Spiel 1. Es lebt auf beiden Seiten eigentlich schon noch recht viel. Wir haben Morven am Leben, Celestine am Leben, ein paar Penitents, die Mortifiers, Retributors und Rhino. Aber primär hat es für die System nicht ganz so gut ausgesehen. Dort haben wir einfach nicht aufholen können. Sekundär sind wir echt gut dabei gewesen, Dämonen aber auch. Darum geht es aus für den Sieg von Dämonen. Aber ja, knapp Spiel gewesen, es lebt eigentlich noch viel. Und ja, wir schauen mal, wie es aussieht nach dem nächsten Spiel. So, zweites Spiel gegen die neuen Orks. Und zwar haben wir hier also bei diesen Ruinen ein bisschen deployed, ist das Scouring, die Mission, wo alles in der Mitte ist. Take 2, Hold 2. Ja, das wird lustig werden. Die Orks sind dann aufgestellt. Ein bisschen Gillacans, dann ein Haufen Death Copters, die Gaskull Boys, wie man es kennt. Genau, mein Zeug ist eben da. Ready, um die Objective fürs Imperium einzunehmen. Oder so. Ja, schauen wir mal, wie es rauskommt. Wir kommen dann nach dem zweiten Spiel wieder zurück. Was haben wir? Zweites Spiel. Fertig. Orks sind wir ein bisschen am Aufräumen. Ja, damals ein Sieg für Zister. Am Anfang war es recht hin und zurück. Da hatten wir meine 10 to the last Punkt gekillt. Und dann habe ich einen Gaskull gekillt. Und dann hat irgendwie da hat einer die Mortifiers gekillt, bevor die Penitents gekommen sind. Genau. Ja, aber schlussendlich haben meine Charakter noch aufräumen, Celestine ist heroisch und Mormon. Wo ist sie hin? Die ist schon weggelaufen bei denen. Ja, das haben wir letztes Spiel noch. Ja, kommen wir dann nachher zurück. So, wir haben das letzte Spiel erreicht. Und zwar Sonnenplatz, so. Es brennt richtig an Rücken. Aber genau, Sister, wir haben wieder Domination an der langen Kante, wir haben hier einen kleinen Blob und vor allem viel da hinten. Und ja, Dark Angel haben das Gegenteil gemacht, hinter denen viel und ein bisschen denen weniger. Und ja, ich habe mein Sister-spezifische gemacht, das Secondary genommen. Genau. Und Engage, probieren wir und To the Last natürlich wieder. Ja, dann finden wir mal raus, wie das Ganze läuft und wir kommen nach dem letzten Spiel zurück. Ja, letztes Spiel ist auch gegen das Ende gekommen. 98 zu 77 für Dark Angels. Ich habe verloren um 11 Punkte, 12 Punkte, 21 Punkte. Ja, aber es war ein sehr geiles Spiel. Ja, Morven lebt noch, Celestine ist leider gestorben. Meine Sisters auch, Dark Angels haben die Seite überrannt. Und ich halte das dann noch ein bisschen. Ja, aber es war wirklich cool gewesen. Ein Spiel gewonnen, 2 verloren. Und mal schauen, wie es rauskommt. Jetzt schlussendlich mit der Platzierung. That's it. Dann kommen wir nachher noch schnell am Schluss nochmal zurück. Ja. Ja, und so bin ich wieder daheim. Das war meine Liste, das war das Turnier. Ich bin schlussendlich 9. von 16 geworden. Der Willi ist 7. geworden mit seiner Liste. Er hat 2 Wins gehabt. Er hat im letzten Spiel noch gewonnen. Im ersten ebenfalls verloren. Gegen Tyrannide. Im zweiten Spiel hat er gewonnen. Und im dritten Spiel gegen Sisters hat er ebenfalls gewonnen. Genau, und im ersten Spiel habe ich eben verloren, wie ihr gesehen habt. Im zweiten Spiel gegen die Orks habe ich gewonnen. Und im letzten Spiel, in einem sehr, sehr spannenden Spiel, das sehr Spass gemacht hat und mega close rausgekommen ist, habe ich dann doch nochmal verloren und bin damit 9. geworden. Mega cooles Turnier gewesen. Merci vielmals für die Organisatoren. Es hat sehr Spass gemacht, dort mitzumachen. Und ich freue mich schon, das nächste Mal wieder dabei zu sein. Und wenn ihr mehr so Turnier-Reports gesehen wollt, schreibt das doch in die Kommentare. Ich freue mich immer wieder darauf, ein bisschen Feedback zu lesen. Und ich hoffe, wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Video. Macht's gut und bis bald.